Damit werden Sie aber nicht davonkommen. Wie man in meinem Lande sagte. Que sera, sera. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Oder ich poliere sie mit einer dämlichen Taucherkugel! Hier ist meine Eintrittskarte. Ich will einen Blick in die Tauchkugel werfen. Das geht nicht. Was soll das heißen? Ich habe eine Eintrittskarte. Sie müssen sie akzeptieren. Entschuldigung, es ist leider die falsche Eintrittskarte. Das ist nicht Ihr Ernst. Ist das eine billige Ausrede, hey? Ziel? Ja. Wie Telefonzelle? Ne, das bringt doch nix. Martin, du läufst den falschen Weg entlang. Willkommen in der Telefonzelle der Zukunft. Aus Atlasglas gefertigt. Atlas, unzerstörbar und schalldicht. Unser Telefon kann freihändig benutzt werden, sodass Sie, während Sie in absoluter Privatsphäre mit Ihren Freunden sprechen, essen. Möchten Sie telefonieren? Ja, ich würde gern mit... Leider akzeptiert diese Telefonzelle nur eingehende Anrufe. War ja klar. Und trotzdem hat es eine Drehscheibe. Eine Wählscheibe, wie auch immer. Ist das noch wichtig irgendwann? Mal gucken. Hallo Leute! Hi, Trixie. Also, was kann ich für dich tun? Sehr, sehr viel. Siehst du diese Tauchkugel? Genau da ist Emmett drin. Sehr schön. Schön, er wird gefangen gehalten. Von Jacques Duteau? Von Carl Sagan. Ich glaube, ich hab, was du brauchst. Die Hill Valley Expo mag für Menschen in schlechter Verfassung eine Reizüberflutung sein. Wenn sie sich verwirrt oder orientierungslos fühlen, versuchen sie Folgendes. Erstens, positionieren sie ihren Kopf zwischen ihren Knien. Schon in Ordnung. Danke trotzdem. Alter, sind die hilfsbereit, hey? Ich positioniere gleich deinen Kopf mal zwischen meine Kniescheiben. Nee, ich habe gesagt für die Kniescheiben, nicht irgendwo anders hin, also ist überhaupt nicht pervers. Überhaupt nicht. Danke. Ja, schön Schaka. Was? The Future of Love? Ja, klar. Er kommt. Hey, Danny. Kann ich kurz mit dir sprechen? Genosse Smirnov, stellen Sie sich jetzt. Unter vier Schnauze. Augen. Mit Vergnügen. Ich habe Emmett gefunden. Großartig. Vielleicht können wir der Sache jetzt auf den Grund gehen. Wo ist er? Carl Sagan hat ihn gekidnappt und in die Tauchkugel gesperrt. Was? Hör zu, Michael oder Jaco oder wie immer du heißt. Ich mag dich und ich schulde dir sogar das ein oder andere. Aber du hilfst niemandem, wenn du dir so verrückte Geschichten ausdenkst wie eine gewisse verrückte Reporterin. Aber wenn du Emmett helfen willst, bring ihn her und halt mir Edna vom Hals. Ja, kann ich ja verstehen, aber... Was, aber jetzt ein Ende in der Hand? Das wäre mir neu. Du sagtest doch, du würdest dich Edna widersetzen, wenn ich was Handfestes hätte. Und? Hast du was? Sie hat versucht, Doc neu zu programmieren. Na, ich weiß nicht, ob wir uns das abkauft haben. Eine zukünftige Variante von Emmett umzuprogrammieren, wenn er mir schon nicht glaubt, dass er in der Taucherkugel gefangen ist. Ich wage es zu bezweifeln. Was? Sie meinen Vater verfügen lassen? Ja, also bei uns das glaubt, ist auch eine andere Frage. Ich habe gesehen, wie sie mit Carl Sagan getuschelt hat. Gestern vor der Expo. Und weißt du auch, worüber sie Nein, aber sie hat echt schuldig ausgesehen. Ich fürchte, dass ich etwas Handfesteres brauche. Ja, fürchte ich auch. Danke. Hoffentlich. Du musst mir diese Schreckschraube vom Hals schaffen. Und? Haben Sie ihm Daumenschrauben angelegt? Hat er gestanden? Jetzt reicht's mal mit der Edna, jetzt reicht's aber endgültig. Hinweise, wenn ich bitten darf. Was? Ein Spaziergang über die Expo würde dir vielleicht gut tun. Das ist nicht so der Ernst, oder? Hallo Leute! Wie soll mir das helfen? Ja. Schön, hier bin ich. Na und? Wie geht's weiter? Hier geht's nicht rein, hier geht's nicht rein. Komm ich hier vielleicht? Nicht zu glauben, dass Danny sich von Edna zur Schließung des Standes hat nötigen lassen. Okay, hier ist auch nichts. Mir gehen die Ideen aus, Freunde. Ich kann zwar hier vermutlich wieder rein, aber was bringt das?
Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. So ein Haus der Zukunft könnte ich auch gut gebrauchen. Entertainment Center. Ja, nee, ist klar. Diese Pflanze gehört nicht hierher. Die hat nichts Futuristisches. Und einfach eingesackt. Grüßen wir nun den Mann, der die unerschöpflichen Möglichkeiten von wuchernden Algen erkannt hat. Willkommen, Ernest Philpott. Danke, Trix, Techne. Es ist eine große Ehre, heute hier Wir müssen sein uns zu dürfen. beeilen. Unter all diesen schlauen Ein komplettes Köpfen, Home wie die Dame Entertainment bereits Center. sagte, ich Und was forsche ist auf mit der dem Gebiet ColecoVision? Algen, meine Damen und Herren, sind geheimnisvoll und noch recht unerforscht. Nach ausführlichen Studien und Grüner Knopf, blauer Knopf, roter Knopf. Experimenten glaube ich, Cool, Knöpfe, ich kann was dran machen. Mann, Alter, hör auf zu quatschen, ey. und präsentiere meine Entdeckung nun voller Ruhe auf den billigen Plätzen. staunendem öffentlich. Algenkuchen, meine Damen und Herren. Im Haus der Zukunft werden Obstkörbe täglich durch Helikopter mit frischen Früchten aufgefüllt. Algen besitzen lebenswichtige Inhaltsstoffe von Schön wär's. Das ist Wachs. Ja. Wer steht denn schon auf Wachsfrüchte? Wachsfrüchte, wachsen. Da der Geschmack der Alge nicht gerade appetitlich ist. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Hey, Willkommen beim Telefonhelm von morgen. eine Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie Geschmacksexplosion. wählen möchten. Oder Sie sagen sind herzlich eingeladen, meinen Stand zu besuchen. Wieso eigentlich nicht? Klondike 4253. Und dort einen kostenlosen Hill Algenkuchen Valley zu Expo, probieren. wo die Zukunft Ich schon danke heute Ihnen. beginnt. Hier ist Techne, die Muse des Fortschritts. Mit wem spreche ich? Das ist eine gute Frage. Mit wem spricht er denn? Sie. Na gut, sagen wir mal Carl Hier Sagan. spricht Carl Sagan. Der geheimnisvolle Mr. Sagan. Was wünschen Sie? Hm. Könnten Sie Emmett für mich holen? Das würde ich, Mr. Sagan. Aber ich kann den Jungen nirgends sehen. Eigentlich war er das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, mit Ihnen unterwegs. Oh ja, richtig. Auflegen. Gespräch beendet. Wie jetzt? Danke, Ernest. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen. Statten Sie dem Stand einen Besuch ab und sichern Sie sich ein Stück Algenkuchen. Ich habe es getan und es war sehr interessant. Ich werde bald einen weiteren Höhepunkt unserer Expo präsentieren. Bis dann! Oh, 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 oh. Die Zeit, die Zeit. Zack. Sie wollen Spaß? Das Haus der Zukunft ist ausgestattet mit einem modernen Home Entertainment Set. Mensch, ärger dich nicht und so. Ja, also nochmal den Grünen. Im Haus der Zukunft. Ja, kann kenne es ich bereits. geführt Willkommen beim Telefonnummer, die Sie wählen möchten. Klondike 4253. werden. Hill Valley Expo. Techne hier. Wer ist dort? Wie konntet ihr mich jetzt hören? Das Kapselding hat doch gar nicht geläutet. Na egal. Ich bin's, Carl. Oh, hi, Mr. Sagan. Was kann ich für Sie tun? Sehr, sehr viel. Könnten Sie Edna Strickland für mich ans Telefon holen? Aber klar, Mr. Sagan. Hey, Strickland! Jemand möchte tatsächlich mit dir sprechen. Mr. Sagan, ich dachte, ich höre erst wieder nach der Expo von Ihnen. Ach so? Ja, war das nicht Teil unseres Plans? Ja, unser Plan. Wegen dieses Plans. Der hat sich leicht geändert. Wegen, Sie wissen schon. Sie wissen schon? Wegen dieser Sache, über die wir gestern geredet haben. Ach, das. Um genau zu sein, bin ich froh, dass Sie es erwähnen. Ich habe nachgedacht. Wäre es nicht eine gute Idee, das alles Jakov Smirnov anzuhängen? Was genau ihm anzuhängen? Sie wissen es? Oh, jetzt verstehe ich. Sie sind immer noch sauer wegen dem Knast.
Daran war der Hund schuld. Wenn der nicht angetrabt gekommen wäre, nachdem ich das Feuer gelegt hatte, wäre ich problemlos davongekommen und hätte den Verdacht nicht auf Sie lenken müssen. Sie ist die Brandstifterin. Treffer versenkt. Ist da jemand bei Ihnen? Nein, nein, nur wir zwei. Ich hab sie, ich hab sie. Ich bin mir über einige Details des Plans nicht so ganz im Klaren. Nicht im Klaren, aber es ist Ihr Plan. Ich meine, ich glaube, Sie sind sich nicht über alle Details im Klaren. Welche Details? Alles, was ich tun muss, ist meinen Einfluss auf Detective Parker zu benutzen, um Emmets Demonstration abzublasen, während Sie Emmet ablenken. Sie lenken ihn ab, richtig? Oh ja, dieser junge Mann ist sehr leicht abzulenken. Das sag ich doch die ganze Zeit. Warum sagen Sie all diese schlimmen Sachen über Emmets Freund? Über den jungen Genossen Smirnoff? Sie haben mir doch von seinen bösartigen Taten berichtet. Es gab eine Planänderung. Was? Ja, ich habe meine Meinung geändert. Ich denke, wir sollten Emmet seine Erfindung vorstellen lassen. Aber Sie haben mir erzählt, es könnte gefährlich werden. Und dass Jakob Smirnoff ein fremder Aufrührer ist. Und dass ich Emmet nur zurückbekomme, wenn ich ihn aufbaue, nachdem seine Träume zerstört wurden. Und ich habe viele Dinge gesagt, aber zu der Zeit war ich etwas verrückt. Das Wichtige ist, dass ich jetzt glaube, Sie sollten Emmet seine Erfindung vorstellen lassen. oh, ich verstehe. Was? Es ist Genosse Smirnoff, nicht wahr? Er hat Sie überredet. Nein, ich möchte wirklich, dass Emmet seine Erfindung vorstellt. Keine Sorge, Karl, Sie können auf mich zählen. Edna, hören Sie mir zu. Sie müssen Emmet seine Erfindung vorstellen lassen. Smirnoff, hört zu, oder? Nein, hören Sie. Hören Sie zu, Smirnoff. Ich weiß nicht, womit Sie Mr. Sagan bedrohen, aber ich werde auf keinen Fall zulassen, dass dieser Apparat, den Sie meinen Emmet haben bauen lassen, vom Boden abheben wird. Oh, Scheiße! also, ich will ja nicht neugierig sein, aber warum haben Sie all diese Bars niedergebrannt? Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Sehr schön, sehr schön. Ich habe Emmet kurzzeitig aus den Augen verloren. Haben Sie eine Ahnung, wo ich ihn finden könnte? Aus den Augen verloren? Sie sollten ihn doch ablenken. Mach ich doch. Er ist nur abgehauen. Na, dann suchen Sie ihn. Ich habe mit Parker alle Hände voll zu tun. Das bringt uns nicht weiter. Also, wir sollten wahrscheinlich zum Plan zurückkehren. Ja, sollten wir. Auf Wiederhören, Mr. Sagan. Bis dann. Auflegen. Gespräch beendet. Jetzt bist du fällig, Edna. Wollte schon sagen. Also gut, hätte sein können, dass der Dog irgendwie die Tür zugekleistert hat, wa? Dann natürlich nur dann. So, Danny DeVito. Nö, das ist ein bisschen größer. Nun, wenn man... Hey Danny, kann ich kurz mit dir sprechen? Ich dachte schon, du fragst nie. So. Du sagtest doch, du würdest dich Edna widersetzen, wenn ich was Handfestes hätte. Und? Hast du was? Yo! Edna ist die wahre Brandstifterin. Das ist eine interessante... Aber es ist wahr, sie hat es zugegeben. Naja, ich habe das nicht gehört, also steht deine Aussage gegen ihre. Und nichts für ungut, aber ihr Wort ist hier von etwas größerer Bedeutung. Alter, das darf wohl nicht wahr sein. Du hast Carl Sagan nicht zufällig gesehen, oder? Nein. Wird denn nicht mehr nach ihm gesucht? Nein, alle Anklagen wegen Brandstiftung wurden fallen gelassen. Richter Brown reichen die Beweise für ein Verfahren nicht aus. Ist ja super. Danke. Und? Haben Sie ihm Daumenschrauben angelegt? Hat er gestanden? Schnauze! Lassen Sie mich jetzt bitte in Ruhe meine Arbeit machen. Einfach irgendwo das Aufnahmegerät? Das wäre jetzt sehr hilfreich. Nö, natürlich nicht. Ja, das gibt's nicht. Wir brauchen ein Aufnahmegerät. Eine Minute, ich bin noch nicht fertig. Ruhe! Danny, kann ich kurz mit Edna sprechen? Nur zu gern. Ich hätte auch gern mal ein paar ruhige Minuten. Worum geht es hier? Und it's Showtime. Ich kenne dein finsteres Geheimnis. Geheimnis? Welches Geheimnis?
Komm, Edna, gib es zu. Du bist die Brandstifterin. Ich weigere mich, zu dieser Anschuldigung überhaupt Stellung zu nehmen. Das ist es schon ein halbes Schuldgeständnis. Du bist fällig, du bist fällig, du bist fällig. Scheiße. Okay, das führt zu nichts. Ich muss Emmett finden. Bleib weg von ihm, du anarchistischer Rabauke. Das sagt die Ich bin Richtige. mir sicher, dass sie die Brandstifterin ist. Aber wie beweise ich das? Das sagt die Richtige, du alte Zimtzicke. Na, warte, wenn ich mit dir fertig bin, dann kriegst du was zu hören. Bildradio. Hi, Trixie. Also, was kann ich für dich tun? Sehr, sehr viel. Na, scheiße. Danke. Gibt's hier irgendwo, vielleicht kann ich eher was aufnehmen oder so? Telefonzelle, vielleicht? Möchten Sie telefonieren? Ja, ich würde gern mit... Leider akzeptiert diese Telefonzelle nur eingehende Anrufe. Und Scheibenkleister. Vielleicht habe ich ja im Haus der Zukunft mehr Glück. Auf alle Fälle muss ich mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ups, mein Headset. Moment mal kurz. Ah, die Hörmuschel. Autsch. Willkommen in der Welt von morgen. Ja, Schnauze. Ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Habe ich hier vielleicht im Multimedia-Eck irgendwo ein Aufnahmegerät? Wäre jetzt noch praktisch. Ein komplettes Home Entertainment Center. Und was ist mit der ColecoVision? Offenbar nichts. Hinweise. Wir bringen uns nur zum Reden. Haben wir bereits gemacht. Versucht. Ja, auf die Idee bin ich auch schon gekommen, aber ich habe kein Band. Gut, Hinweis Nummer 3, der hilft. Die Frage ist los, wo ist es? So ist es noch ein bisschen, wenn ich nichts finde, dann ist halt Hinweis Nummer 4 fällig. Wo finde ich jetzt hier ein Aufnahmegerät? Ja, hinten eher weniger. Da auch. Kuchen schmecken so gut, dass man denkt, sie wären ungesund. Hast du vielleicht einen, Arti? Arti. Mit dieser Eintrittskarte komme ich in jede Ausstellung auf dieser Ebene, oder? Sicher, das ist eine P-Eintrittskarte. Aber der Typ am Aquarium nimmt das nicht an. Da muss es sich um einen Fehler handeln. Komm, lass uns das klären. Professor Duton, dieser junge Mann hier behauptet, Sie haben seine Eintrittskarte nicht angenommen. Ganz und gar nicht. Ich nehme seine Eintrittskarte gerne an. Bitte auf die Leiter. Ich hebe die Tauchkugel. Mach jetzt keinen Scheißdock. Mon Dieu! Was ist denn da los? Die Zahnräder, sie müssen sich verklemmt haben. Es tut mir leid, aber ich kann die Tauchkugel momentan nicht heben. Natürlich. Schade aber auch. Ja, ich kümmere mich um das Problem. Wenn Sie vielleicht später wiederkommen. Ganz ruhig bleiben. Die Tauchkugel ist wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Ich warte. Egal, jetzt reicht's mir. Hinweis Nummer 4. Was? Tauscht die Blumen aus der Möble Zukunft-Ausstellung gegen die Verwandten von Parkers Standards. Er sind verwandt? Ach Mensch, sag doch das gleich. Schlaute Tauchkugel. Zurück, du knickst den Schlauch ab. Und was macht das, wenn sich niemand in der Tauchkugel befindet? Das ist sehr unschön. Oh, Entschuldigung. Verstehe, verstehe. Es ist ein alter sämännischer Aberglaube. Wird ein Schlauch abgeknickt, droht Unglück. Natürlich, wenn sich jemand in der Tauchkugel aufhält. Aber Sie sagten doch, dass sich niemand darin befindet. So ist es auch. Marty, das ist ein gefährliches Spiel, Freundchen. Mach endlich den Knick aus dem Schlauch. Lustig. Man könnte denken, dass Sie keine Luft mehr bekommen und nicht der Typ in der Tauchkugel. Ich weiß nicht, von wem du sprichst.
Offenbar besteht eine Verbindung zwischen ihnen beiden. Irgendwie. Doc, hör auf mit dem Scheiß. Hol ihn jetzt endlich da raus, Mensch. Und ich mach die Beine. Den Fuß vom Schlauch. Heben Sie die Tauchkugel, Doc. Das werde ich nicht tun. Dann tue ich auch nicht. Spannung pur. Emmett, bitte, überlebe. Südtalor, die Zahnräder, sie laufen wieder. Da, sehen Sie? Es war also nur ein technisches Problem. Glück gehabt. Holen wir dich da raus. Emmett Brown! Dann ist es wahr. Hey, du da! Hey, er hat gerade seine Brieftasche geklaut. Ich glaube, er hat seine Brieftasche geklaut. Oh. Erinnere mich, kein Ozeanograph zu werden. Ich glaube, ich habe leichte Platzangst. Ich hätte da nie reingehen Ja, dürfen. wir haben alle unsere Probleme. Und jetzt zurück zu deinem Das Stand, Komische bevor... ist, ich erinnere mich gar nicht da reingegangen zu sein. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Glashaus mit Carl Sagan gesprochen habe. Wusstest du, dass er ein echter Wissenschaftler Hab ich ist? gehört. Was hat er denn gesagt? Er hatte seinen kurzfristigen Geschäftsplan. Alles so schnell. Ich habe die Einzelheiten nicht verstanden. Es hätte bedeutet, die Expo vor Schluss zu verlassen. Also habe ich gesagt... Sag mal, wo ist er hin? Weißt du das? Carl Sagan? Er musste gehen. Eines seiner Experimente ist in die Luft geflogen. Ah, das kenne ich zu gut. Was ist das? Oh, na. Edna hat Detective Parker dazu überredet, deinen Stand zu schließen. Er sagt, dass er nichts dagegen macht, Oh ja? solange wir keinen handfesten Beweis haben, dass Edna gegen ein Gesetz verstoßen hat. Das kann ich ja ändern, aber Dann besorgen wir halt einen. gut. Der nächste Aussteller auf unserer Liste ist Officer Danny Parker von der Polizei von Hill Valley. Officer Parker wird einige faszinierende Hilfsmittel vorstellen, welche unseren uniformierten Jungs bald zur Verfügung stehen werden. Den kriminellen Elementen wird ab heute das Lachen vergehen. Officer Parker? Offenbar ist unser nächster Aussteller unvorhergesehen aufgehalten worden. Aber ich bin mir sicher, seine Präsentation wäre unvergleichlich lehrreich und faszinierend gewesen. Wir können ja trotzdem etwas... Okay, noch ein bisschen Zeit geschindet. So, Emmett haben wir befreit. Der Doc hat es aus dem Staub gemacht, um den kümmern wir mich gleich noch. Aber erstmal muss Edna da weg. Topfpflanze. Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Wanze? Nein, eine Pflanze. Aber in ihr ist ein Drahttongerät versteckt, verstehst du? Wenn wir eine davon in Tennants Bar gestellt hätten und er der Typ ist, der mit Pflanzen redet, hätten wir ihn sehr viel früher hochgehen lassen können. Verstehe. Du kommst mit. Hey, lass die Aufzeichnungspflanze hier stehen. Ich habe nur die eine. Natürlich ein bisschen mies. Gut, die sind abgelenkt. Kann ich das Teil austauschen? Was? Gut. Das Spiel nähert sich wohl langsam, aber sicher seinem Ende. Aber jetzt mal zurück ins Haus der Zukunft. Und Edna hochgehen lassen. Willkommen in der Welt von Norden, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Ja, das ist ja so schön. Aber jetzt erst einmal Edna hochgehen lassen. Ja. Weg benutzen, vielleicht hier hinstellen. Wo wäre es vielleicht am besten? Nein. Hätte mich auch gewundert. Ich muss doch irgendwie vielleicht einen Knopf drücken oder kann ich die einfach so in Inventar lassen? Weil sonst geht es ja nicht so gut. Da hinstellen? Das glaube ich nicht.
Dann halt, lässt sie halt da. Und... Klick. Im Haus der Zukunft können Telefonhelms Wissen wir bereits. Klondike. Ich bin's, Karl. Oh. Könnten Sie Edna... So. Mr. Sagan? Was ist passiert? Ich dachte, Sie lenken Emmett ab. Tue ich das? Oh, ja, natürlich tue ich das. Warum steht Emmett dann hier und versucht Detective Parker so penetrant zu überzeugen, dass er seine gefährliche, falsch gepolte Technologie doch noch ausstellen kann? Was soll ich sagen? Dieser gerissene Jakub Smirnov hat mich ausgetrickst. Das durchkreuzt aber unseren Plan. Ja, unseren Plan. Wegen dieses Plans. Also, ich will ja nicht neugierig sein, aber warum haben Sie all diese Bars niedergebrannt? Warum? Weil niemand sonst etwas gegen sie unternommen hat. Gut, das dürfte reichen. Oh, schon so spät. Ich muss los. Aber Auflegen. Gespräch beendet. So, jetzt hoffen wir mal, das reicht. Und ein bisschen schneller, direkt zu Officer Parker. Falls es überhaupt irgendwie direkt geht. oh, hallo, Smirnov. Ja, hallo Edna. Ich sollte das erst vor Parker abspielen, wenn ich etwas Relevantes über Edna drauf habe. Hast du doch, hallo? Morty! Du hast es... Edna mit der Pflanze aufzunehmen ist eine gute Idee, aber ich sollte unauffälliger vorgehen. Also, Hallo Leute! Ja, hallo. Kann natürlich sein, dass das Teil erst... irgendwie... Na, klappt so? Nixon wäre wirklich stolz. Ah, geht doch. So, jetzt noch einschalten, oder? Nicht? Ja, okay. Dann halt nicht. Und das Ganze halt nochmal. Ja, sorry Leute. Sorry, natürlich hätte mir auch vorher einfallen können. Das natürlich direkt am Ort selber, wo sie steht, hinstellen muss, nicht einfach von mir herumtragen kann. Willkommen in der Welt von morgen. Ja, Schnauze. Na! Zu viel geklickt. So, ist aber ganz schnell. Du. Auflegen. Gespräch Das war zu schnell. Im Haus der Zukunft geführt wird. willkommen. Telefonnummer, die Sie wählen. Klondike 425. Na, ne. Ich bin's. Egal. So, jetzt habe ich sie, jetzt haben wir sie. Mr. Sagan, Sie dürfen mich nicht noch einmal einfach so anrufen. Ich muss meine ganze Aufmerksamkeit Detective Parker widmen. Ja, sicher doch. Ich habe nur noch ein paar Fragen. Sogar sehr viele Fragen. Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen sie unternommen hat. Jede Nacht öffnen sie ihre Tore, schenken illegal Alkohol aus und bieten leichte Mädchen an, stellen ihre Sittenlosigkeit zur Schau. Und die Gesetzeshüter... Ich habe also getan, was jede rechtschaffende, willensstarke Frau tun würde. Und etwas unternommen. Und es war wirklich prachtvoll. Die Brände waren so schön. Der Alkohol hat so schöne blaue Flammen geschlagen, als alles abgebrannt ist. Wo war ich? Sie haben erklärt, warum Sie diese Bars niedergebrannt haben. Ja. Hat Ihnen meine Antwort gefallen? Sie war sehr aufschlussreich. Auflegen. Was? Gespräch beendet. Mann, Edna war schon immer verrückt. Ich hoffe, dieses Geständnis genügt Parker. Ganz ehrlich, Marty, das hoffe ich auch. Freunde, oh. Hallo! Ich, Techne, die Muse des Fortschritts, gewähre Ihnen die Ehre meiner Anwesenheit. Was könnte es Schöneres geben als diese Expo der Wissenschaft und Technik, die Hill Valley der Welt als Geschenk darbietet, nicht wahr? Sollten Sie es noch nicht getan haben, so empfehle ich Ihnen, einen Blick auf die Ausstellung Möbel der Zukunft hier in der Haupthalle zu werfen. Eintrittskarten gibt es bei mir, Techne, am Informationsstand. Oh, jetzt aber schnell, jetzt aber ganz schnell. Jetzt aber schnell, trotz dieser seltsamen blöden Mucke.
So, ich nehme jetzt schon über eine Stunde auf und Fraps muckt noch nicht rum. Das erstaunt mich ein bisschen. Vielleicht haben mich Fraps ja doch lieb. Wer weiß. Bingo. Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Diese Antwort wird bestimmt viele Leute brennend interessieren. Oh yes. Der Dog ist nicht da, also it's Showtime. It's the great Showtime. Oh, hallo, Smirnov. So Edna, du warst gerade das letzte Mal so großkotzig. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Muahahaha. Hey Danny, Entschuldigung, Genosse. Ich bin gerade dabei, Emmett daran zu hindern, den größten Fehler seines Lebens zu begehen. Fehler? Mein größter Fehler war... es dauert nur eine Minute. Unsere Aufzeichnungspflanze. Es ist aber keine gute Idee, Polizeieigentum zu stehlen. Hey, Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen sie unternommen hat. Edna, du bist der Brandstifter? Detective Parker? Sicherlich glauben Sie dieser schlecht gemachten Fälschung einer Aufnahme nicht. Ich bin mir nicht so sicher, was ich glauben soll, Ma'am. Aber wegen dieser schlecht gemachten Fälschung muss ich Sie leider bitten, mit aufs Revier zu kommen, um einige Fragen zu Ihrem Aufenthaltsort in den Nächten der Brandstiftung zu beantworten. Emmett? Du bist auf dich allein gestellt, Schätzchen. Oh, sehr gut. Himmel, was ist das? Tja, ich sollte wirklich mal aufhören, immer darauf reinzufallen. Ich will ja nicht herzlos sein, aber heißt das, ich kann meine Erfindung vorstellen? Das interpretieren wir mal als Ja. Verehrte Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich bin Techne, die Muse des Fortschritts, und habe die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen einen der brillantesten Denker überhaupt vorzustellen, der sich redlich um ein besseres Morgen bemüht. Ich glaube, das bin ich. Ich bin als Nächster dran. Aber bist du auch bereit? Ich habe keine Wahl. Hast du den statischen Akkumulator mitgebracht? Oh, richtig. Hier ist er. Super. Komm mit. Rauf da. Hat er hart gearbeitet, sich Apparate ausgedacht und sie in seiner Garage. Und wer weiß, einer der Apparate dieses Jungen könnte funktionieren und das Leben aller in dieser Stadt verändern. Könnte es das sein, was er uns heute mitgebracht hat? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Welt von einem Kind verändert wird. Das So müsste es gehen. Sind die Stehlager jetzt alle in hochgestellter Lage? Stehlager, Stehlager. In hochgestellter Lage. Fertig. Dann sind alle Systeme betriebsbereit. Wünsch mir Glück. Das muss ich nicht. Meine Damen und Herren, hier ist Emmett Brown! Einspruch! Einspruch, Euer Ehren! Ich verlange, dass die wissenschaftliche Demonstration von Emmett Lethbridge Brown abgebrochen wird, da er geisteskrank ist. Es ist eine klare Missachtung mir, seinem Vater gegenüber. Wo ist er? Übergeben Sie ihn mir unverzüglich. Emmett, bist du da oben? Ach du Scheiße. Na, ist wieder mal typisch, oder? Wenn du denkst, da kann's nicht mehr schlimmer, dann kommt der alte Vater daher. Oh mein Gott, Leute, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ich brauche jetzt eine Pause, ey. Ich glaub's nicht, ey. Mann, dauernd kommt was Neues dazwischen. Hilfe. Ciao zusammen. Juhu, Scheiße.